Shalom Aleichem. Dem 24. März 1878 ist geboren geworden der jüdische Schreiber, gesellschaftlicher und politischer Tuer Moishe Olgin von Reim Moishe Josef Nowamiski. Seine Eltern haben gewohnt in einem Dorf in Umaner Gegend Ukraine. Noch in den jungen Jahren ist Olgin zugestanden zu der revolutionären Bewegung und später, schon in Amerika, gewesen aktiv in der Kommunistischen Partei. Er hat redigiert die Zeitung Freiheit, wo später hat sie sich geriefen Morgenfreiheit. In 1909 hat Olgin geschaffen die erste jüdische moderne Schulchrestomatie, das jüdische Wort. Olgin gehört zu den aktivsten Mitgliedern von IKUF, Jüdischer Kulturkongress in Amerika. Er hat sich auch beteiligt in dem Zugeräten dem ersten allweltlichen jüdischen Kulturkongress in Paris, wo es ist vorgekommen in 1937. Wie ein Schreiber ist Olgin bekannt mit seinen Prosawerk, forscherische und essayistische Arbeiten. Seine Pjese Ihr Verbrechen ist aufgeführt geworden in Morris Schwarz Kunsttheater. Gestorben ist Moishe Olgin in New York in 1939. Heint will mir der Monen a seltene Persönlichkeit auf der jüdischen Gas von Warsche, Yecheskel Kotik. Er ist geboren geworden dem 25. März 1847 in Kamenetz-Litovsk, Grodner Gegend. Bis 17 Jahre hat er sich gelernt in Cheder und Yeshiva. Nachdem gelebt in einem Dorf, der noch in Kiew und Warschau. Bewusst ist er geworden wie ein Pennmensch durch sein Buch Meine Zichroines, wo es hat sehr gelobt Shalom Aleichem. In die 3 Bänder, welche sind erschienen zwischen den Jahren 1912 und 1914, hat Kotik gegeben ein breites Bild von jüdischem Leben in Russland in der zweiten Hälfte von 19. Jahrhundert. Gestorben ist Yecheskel Kotik in Warschau in 1921. Shalom Aleichem. Dem 29. März 1815 ist in dem Städtelbrod geboren geworden Berl Broder, der Futter sozusagen von die Brodersinger. Sie neu gekloppte Kapelle oder, wie man wollte es eingeriefen, ein Vokalensemble, sind die Brodersinger herumgefahren über die Städte und Städtlach von Rumänien, Galizien und Ukraine und gesungen in die Achsanies, Schenk und in private, vermögliche Häuser. Berl Broder wird verrechnet für einen von den ersten jüdischen Volkspoeten. Gestorben ist er in 1868 in Jas, Rumänien. Ihr hört das Lied Schabes noch ein Kugel von den Brodersinger. Es singt Alexei Digore bei der Piane Sergo Benkelsdorf. Sie kommt mit Schont und trinkt aus einer Kriegel, redest du mit Frelech, Schabes noch ein Kugel. Die
Mama koschridene, Schabes noch ein Kugel, a ruhiger, satte, zufriedene, Schabes noch ein Kugel. Sie macht kein Massenmatten und mit dem lieben Taten, die Kids hat gerät, sie legen sich in Bett, Schabes noch ein Kugel. Schabes noch ein Kugel, a jeder Ried ist freilich, Schabes noch ein Kugel, sieht sich wie am Melech, sich und mit Schuld und trinkt euch so einer Kriegel, Ried ist noch nicht freilich, Schabes noch